Willst du heute Nacht mein Sklave sein? Gehörst du mir heute ganz allein? Ich will mit dir die Sterne sehen, dann werde ich mich an dir vergehen. Ich bin von dir elektrisiert, bist so naiv, hab dich verführt. Wenn ich nach deinem Körper schiele, denk ich nur an Doktorspiele. So schmeckt der Erfolg. Nach gemachter Arbeit im Büro hocken und ein Bier trinken. Ein Bier saufen, ein So ist es. Bierabendbierli. Ja, Unglaublich. da hatte ich auch mal einen Kollegen. Jetzt schreibt mir gerade ein anderer Kollege. Wenn wir heute Abend schnell telefonieren, okay? Oh. Bin ich gespannt. Also, eben, es handelt sich um einen Kollegen. Das sind nur Kollegen, nur zum Klarstellen. Ja. Bros before Hoes. Ja, Selbst ja. sowieso. Ja. Aber ich hatte mal einen Kollegen gehabt, und der ist mit 18, 19 ist er ist eben, hat auf dem Bau gearbeitet. Mhm. Und dort ist es einfach üblich, dass man am Feierabend ein Feierabendbierli halt trinkt. Oder 1 oder 2 oder 3 oder 4. Genau. Und dann irgendwann bei ihm ist es dann halt relativ sehr schnell so gekommen, dass man dann am Morgen, in der 9 Pause, schon ein Bierli, ist ja nur ein Spätzli, Ja. ein Trüerli. Das ist wie Und- nichts. Das ist Ja, wie es ist nichts. ja ein Bierli, also Eis. Eis. Aber Eis ist genau. Kreis. Aber genau, und ja, er ist dann mal in den 20 Minuten und im Blick und überall Oh. ist er dann mal erschienen. Ja, und seitdem darf er nicht mehr trinken und muss da irgendwie alle paar Monate so Urinprobe abgeben und so. Das muss, glaube ich, ganz unangenehm sein. Ja. Also, aber ist ja im Bericht ist nie sein Name drin gestanden. Ja. Aber das Auto ist konfisziert worden. Er darf irgendwie x Jahre nicht mehr Auto fahren, alles drum und dran. Und dann eben ich, wo dort in diesem Kollegengrüppli drin war, und er war so unser Alpha gsi. In diesem Grüppli war er das Alpha-Tierli gsi. Einfach weil er die grösste Fresse hatte und mit allen am Rumficken war im Ausgang. Er hat einfach jeden. Er ist amigs gerne noch Hockey-Match gegangen. Und er hat einfach jeden hat er blöd angefickt. Irgendwie. einmal sind wir mit dem Bus an ein Hockey-Match gegangen. Und dann im Bus, das war noch vor dem Match, alles eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Und dann ist so ein Grüppli eingestiegen, wo einfach das andere Liebli angehabt hat. Und er geht, willst du schlägeln? Hä? Willst du schlägeln? Und nachher die geht, ui. Und dann sind sie hinten gegangen im Bus. Und wir haben dann gerade müssen beruhigen. Also der Sieg, der ist dazumals, dazumals ist der komplett so. Oh shit. Ja. Ja, und Alkohol und Aggressivität sind 2 gute Kollegen, das ist halt schon so. Ja, und der wäre auch mal interessant. Jetzt zum nach- einfach ein paar Jetzt nach Geschichten der für Story darf man einfach nicht mehr sagen, dass es jetzt der ist, weil Ja, sonst haben wir passt. Ja, also der kommt nie bei uns im Podcast. Okay. Aber Okay. vielleicht ein paar Geschichten zum Aufarbeiten. Das muss man irgendwo im Hinterkopf merken. Sehr gern. Und mit dem gemerkigen Satz begrüßen wir euch da ganz herzlich zu der 35. 34. Folge. Nein, 34 ist letztes Ist letztes Mal gewesen, ja, dann 35. Folge. Hei. Pushcast, Geht live. Das ist hure crazy. Live am Abend vorher. Für uns ist es live. Für uns ist es total... Ja, eigentlich ist es auch fast live. Viel mehr wie schlafen tun wir eigentlich dazwischen nicht mehr. Bis ihr die Folge hört und bis wir... Oder, jetzt muss ich es anders sagen. Bis ihr sie gehört, haben wir auch noch nicht viel gemacht in unserem Leben. Ist schon so. wirklich Eigentlich so. ist es fast aktuell, das, was wir
Themen viel sind. aktueller, sonst wären wir irgendwie Schweizer Radio und Fernsehen, Ja, ist wo so, wirklich live broadcastet. Aber diesen Anspruch haben wir mit Pushcast einfach nicht. Nein. Aber ja, herzlich willkommen miteinander. Ja, ganz normal. Wieso stau immer Nils? Wie geht's dir? Wie steht's? Ja, danke. Ich glaube, ich darf jetzt hier für uns reden. Wir sind für die heutige Folge außerordentlich schlecht vorbereitet. Ja, definitiv. Also sticht schon einmal raus, wie schlecht dass wir vorbereitet sind. Im Gegensatz zu den anderen Mal, wo wir... Gut, man muss sagen, schlecht vorbereitet ist unser Konzept. Also kein Konzept kann auch ein Konzept sein. Das haben wir uns zu Ich glaube, Herzen gerade genommen. in der ersten Folge haben wir das gesagt. Das kann sogar sein, ja. Ja, genau. Kein Konzept ist auch ein Konzept. Das beste Konzept. Nur heute haben wir noch weniger ein Konzept, wirklich, weil einfach der ganze Tag schon voll war und wir da in unserem Büro gedreht und besprochen haben für zukünftige Projekte und Sachen. Und also ich bin vor allem vorher, wo der Nils gesagt hat, ja, wir nehmen ja noch einen Podcast auf, ist mir dann auch wieder in den Sinn gekommen, dass wir ja einen Podcast aufnehmen. Ja, aber von dem her, wenn wir nicht wissen, was wir erzählen wir immer auch viel. Ja, ich weiss jetzt nicht, ob das mehr erschreckend oder so positiv erschreckend oder es ist einfach Fakt. Es ist einfach Fakt. Wir nehmen es. Wir nehmen es. Also ich habe das so krass gefunden jetzt Edeltag vom Papa Platte und vom Rätsmann. Die haben jetzt das erste Mal eine Tour gemacht, eine Podcast-Tour. Und die tun sich auch nicht vorbereiten vor ihren Folgen. Und sind dann aber auch unvorbereitet also haben die eine ganze Halle mit Leuten unterhalten. Und sie haben sich dann aber zur Hilfe genommen, dass die Leute, die im Publikum hocken, können vor der Show so wie Fragen in eine Box hineinwerfen und die Box haben sie dann auf die Bühne genommen, dass immer, wenn man gar kein Thema hast, dass du einfach so eine Frage kannst rausnehmen. Aber ich habe das Gefühl, wenn nur schon so einen kleinen Input, auch wir, wenn wir jetzt so einen kleinen Input haben, der immer wieder kommt, dann können wir auch stundenlang reden ohne Vorbereitung. Ja, und irgendwo durch ist ja das genau auch das, was wir mit unserer Firma verkaufen. So die Kreativität, aus dem Nichts mit Ideen vorkommen. Es braucht ein Fünkchen von eine Spur von einer Idee, wo sich dann nachher etwas ganz Neues auftut und eine Welt man sich vorstellen kann. Und ich glaube, das probieren wir bis zu einem gewissen Grad auch zu Geld machen. Ja, absolut. Das ist irgendwo auch unser, ich sage jetzt mal, das, was wir verkaufen, ist eigentlich, oder wo uns auszeichnet, ist genau der Blick auf ein Projekt, das dann nochmal neuen Wind und nochmal eine andere Ansicht aufs Projekt bringt. Andere kreative Ideen. Ja, schon so. Ja. Voll. Jetzt weiss ich aber, es könnte jetzt einfach mal vorausgesagt, es könnte sein, dass wir heute ab und zu den roten Faden ein bisschen verlieren. Ja, definitiv. Habe ich das Gefühl. Weil heute einfach schon am Morgen mit Bohren. Ja. Oh, Scheiße. Shit, ja, stimmt so eigentlich. Mit Bohren. Wir haben eine Case Study durchgeführt heute Morgen. Also, Metallbohrer gehen effektiv nicht in Wände. In Beton. In Betonwände, genau. Ohne, dass sie glühend rauskommen. Ja, genau. Stimmt. Oh je. Also, das ist eigentlich schon fast erwähnenswert. Dass wir haben versucht, ist eigentlich das richtige Wort, eine Aufhängung an unsere Decke zu hängen im Büro, wo wir nachher verschiedene Hintergrund-Kartonrollen, also weiß, schwarz und grün jetzt mal voraussichtlich, können aufhängen, um Sachen wie Porträtfotos machen, Interviews führen, einfach ganz viele Sachen, die man hinter weißem Hintergrund, schwarzem oder halt sogar freigestellt beim Grünen kann machen. Und die muss man in die Wand reinschrauben, die Sachen. Und wir haben dann schön vorbereitet, top vorbereitet eigentlich. Bohrerset mit guten Schrauber und Bohrer und so. Wirklich tipptopp. Haben das auch reingehabt, abgemessen und haben gefunden,
gut, wir brauchen noch Dübel und wir brauchen noch Schrauben. Den Rest haben wir. Dann sind wir das schön gepostet, perfekt. Erste Löcher. Überpünktlich dort Wirklich? Ja, überpünktlich. Also wir sind dort gestanden am 8:45 und am 9 macht der Laden auf. Habe ich auch nicht gedacht. Also eigentlich schon mal Loser von der Week ist der Jumbo. Ja. Weil er erst am 9 aufmacht. Ich meine, wir sind Kreativagentur. Wir dürfen am 9 aufmachen. Ja, fix, ja. Aber du brauchst schon vor dem 9 Scheißschrauben und Ja, Dübel sicher. und Holz und weiss nicht was. ich habe gemeint, Handwerker die stehen am Morgen früh auf, um 4:30, dass sie um 6 in der Bude sind und... damit sie um 12 Uhr Feierabend machen. Ja, so ja. in diesem Stil. Ja, Ja. wirklich so. Aber wir dort nein, einfach wirklich... Was, die machen erst um 9. Wir haben uns ja extra noch heute eine Stunde früher im ja, Büro genau, getroffen. das ist eigentlich das Geilste, dass wir heute extra eine Stunde früher gegangen sind, um nachher dort eine Viertelstunde warten. Aber auf jeden Fall haben wir dann nach dieser Viertelstunde warten unser Zeug alles können posten. Tipptopp gsi. Sind dann da ins Büro und haben die erste von diesen 2 Aufmachungen in dem Sinn angegeben, um mal wissen, wo wir die Löcher bohren müssen. Und dann alles perfekt, haben wir gemacht, haben angefangen zu bohren und wir haben auch gute Bohrer gehabt, also solche, die für Beton gedacht sind. Und das hat im ersten Mal, weil mit einem kleinen Bohrer, so ganz kleine Stufen, zuerst mal vorbohren, hat es tiptop funktioniert. Mit Staubsauger abgesogen, wirklich tiptop. Weil es ist an der Decke, die Löcher, das heisst... Aber und man muss noch dazu sagen, wir haben relativ hohe, relativ hohe Raumhöhe. Und das ist, glaube ich, 2,60 Meter oder so. Spielt sich die ganze Geschichte spielt sich auf 2,60 Meter oben ab. Voll. Und ich habe einfach heute auch mal wieder gemerkt, was für ein Schwester das ich bin. Ja, Weil true. nach dem ersten scheiß Loch auf 2,60 Meter oben, so mit einem kleinen Klappstühle, ist mir einfach der Arm schon fast abgefault. Ja. Und halt durch fetten Beton durchbohren. Also fettester Respekt an jeden Handwerker, der irgendwie 10 Löcher am Tag in die Wand reinfetzt. Ja, Props. Also wirklich, und vor allem sind es ja dann nicht nur 10 Löcher, sondern es sind mehr. Also die arbeiten die ganze Zeit mit so Zeug, das ist schon krass. Ja, und dann haben wir, die 2 Schwestern, haben dann dort geschraubt, also bohrt und das erste Loch tiptop funktioniert. Dann haben wir den grossen montiert. Zack, hat auch funktioniert. Eigentlich auch tipptopp. Dann haben wir gefunden, gut, probieren wir mal, ob wir genug tief sind. Und dann haben wir gemerkt, ja, genug tief sind wir eigentlich noch nicht. Und genug breit sind wir auch nicht. Ja, fuck, wir brauchen noch einen 2 mm breiteren Bohrer, damit das funktioniert. Und wir haben nachher gerade ein Shooting gehabt. Das heisst, wir haben in dem Sinn den jetzt gebraucht, also in dem Moment. Und ja, wir haben dann verschiedene Optionen durchgegangen, wie wir jetzt noch so einen Bohrer drankommen. Und unsere beste Option war dann, dass wir bei deiner Verwandtschaft den Werkstattkeller plündern oder durchsuchen. Und sind dann dort auch fündig geworden, nach ganz vielen. Goluten. Ja. Einfach halt nur Metallbohrer. Und wir 2 naive Nicht-Handwerker haben dann gefunden, ja, aber Metall ist ja hart. Aber Metall ist ja auch krass. Ja, voll. Und irgendwie bei Minecraft ist Metall härter als Stein. Ja, true, ja, safe. Also eigentlich hättest du mit einem Holzbohrer, der ist auch aus Stahl, solltest du eigentlich auch können. Ja, haben dann den mitgenommen in weiser oder eben nicht weiser Voraussicht, haben dann das probiert und es ist einfach nicht vorwärts gegangen. Dann haben wir aufgehört und dann haben uns schon so krumm angeschaut. Und in dem Moment, wo du den Bohrer rausziehst, sehen wir, wie die ganzen ersten 2 Santi einfach komplett glüht haben. Aber wirklich komplett. Also wir sind irgendwie einen halben Santi vielleicht vorwärts gekommen, haben aber es hat alles glüht. Also, Ja, und der Bohrkopf vorne, das Metall ist wirklich geschmolzen und hat sich verformt. ja. Das ist nicht einfach ein bisschen im Backofen heiß geworden, sondern das ist so richtig scheisse heiß, dass es angefangen hat zu schmelzen. Ja, dann haben wir uns schon noch mal geschwind gross angeschaut. Ja. Ja. Und dann haben wir es dann aufgegeben und dann gesagt, wir stellen es auf das Stativ. Ja. Weil das Ding war halt wirklich, eine halbe Stunde später ist der kaum vorbeigekommen. Ja, also wirklich. Und mir denkt, ja, wir klopfen jetzt noch schnell die Decke rauf. Ja. Nee, Nee. Digga. Nichts gewesen, wirklich. Satz mit X, das war mal Ja, nix. wirklich so.
Ja, so hat eigentlich unser Tag angefangen. Und dann vor allem arbeiten. Arbeiten, ja. Ihr müsst alle arbeiten. Alle arbeiten. Und ich hatte am Mittag noch eine Besprechung mit meiner Betreuungsperson von der Bachelorarbeit. Das war auch lustig. Das Bild vergesse ich auch nicht mehr. Wenn ich zur Tür rauslaufe auf dem Parkplatz und der Nils hockt mit dem Laptop und dem Kopfhörer auf dem Parkplatz raus und ist mit dem Experten am Reden, weil wir halt drinnen Tonaufnahmen gemacht haben und man einfach das Mausklicken gehört hat und du dann auch nicht hättest reden können. Und dann hat der Chef einfach auf den schäbigen Parkplatz raushocken. Ja, wirklich. Also in einer normalen Firma würde das eher umgekehrt Ja gut, laufen. wir wären schon auf dem Parkplatz, aber wir haben das ja nicht können auf dem Parkplatz tun. Aber wir sind ja auch keine normale Firma. Das kommt dazu. Das kommt dazu, das Ja, ist ja. so. Und da kann ich selber mir ein Kompliment machen. Ich bin ein cooler Chef. Absolut. Vielleicht. Ja. Wo sich nicht schade ist, am Parkplatz. Ja, safe. Ja. Ja, und eben, ich glaube also wenn wir, also eben bei uns ist ja Chef ein bisschen... Ja, sehr. Gibt es gar nicht. Ja, es ist cool, dass wir das haben und es ist sicher auch gut, dass wir die Struktur festdingseln und wenn es wichtig ist, dann ist das auch wichtig. Aber ich glaube gerade sonst so, dass man so Karten ausspielt mit so «Nein, das musst jetzt du, weil ich bin jetzt der und du bist der» und das... Ich glaube, das wäre... Das habe ich früher mit meiner Cousine gemacht, wo wir so Familie gespielt haben. Aha. Dann hat es die Rolle Sweet gegeben. Home Alabama. Nein, das war in dem Alter, wo das noch okay war. Aber Sweet Nein. Home Alabama. nein, wo wir am Mittwochnachmittag so irgendwie abgemacht haben und nachher ist das noch Ja, jemand. true. Wir haben Familie gespielt und sie war dann die Mami die Heime und weißt, der kleine Bruder und die Schwester von meiner Cousine, das sind dann unsere Kinder gewesen. Ja, geil. Und wir haben sie so richtig verhätschelt und ich war der strenge Papi, der krampfen ist und richtig kaputt heimgekommen ist. Und so gut. aber jetzt, Aber, von denen- aber das zeigt doch wieder, wie gestört das Kinder sind. Sie sehen das, was die Eltern machen, weil sie es eigentlich anschießt und sie verpacken es in ein Spiel und spielen das. Weil wir haben das auch gemacht. Also ich meine, ich und meine Schwester. Sweet Wir haben, Home! wir Oh, haben, das sind wir haben unsere noch Schwestern. schlimmer. Ja, wir haben Doktorspiele gespielt. Das könntest du auch falsch verstehen. Aber das ist wirklich einer von uns war Patient, ist ins Bett hineingelegen. Und dann haben wir so einen alten Arztkoffer gehabt, den du mit einer Metallschnalle verschlossen hast. Und dann haben wir dort so das Kinderspielzeug gehabt, so ein Thermometer, ja, also Nachschienen stecken. Genau, so gefühlt schon, ja. Und dann haben wir uns Verband gemacht und alles. Also das war voll das geile Ja. Spiel gewesen. Andere Doktor. Es gibt ein geiles Lied vom DJ Alex C. heisst der, glaubst du. Und der hat ein Lied, können wir vielleicht als Intro nehmen. Doktor spielen heisst das. Ja, das klingt gut. Ich glaube, ich kenne das sogar auch. Ich habe es glaube ich auch schon mal gehört. Oder ich kann es dir, glaube ich, mal zeigen. Das kann sogar auch sein, ja. Wenn ich. Wie ist es gegangen? Doktor spielen. Ja, ich Nein, ich kann es leider gerade nicht. Aber wenn wir, ich nur. weißt du, was wird deinen geil? Körper Wenn sie jetzt alle fühle. im Intro schon gelost haben und wir Ja, versuchen wir es jetzt. probieren, ja. Dann kommen wir uns selber irgendwie blöd vor. Ja. Aber scheißegal. Scheißegal. Ja, Doktorspiele. Ja, so Zeug haben wir gemacht. Lustig. Wie sind wir auf das gekommen? Wir sind irgendwie von älteren Vom Bohren Spielen. sind wir zu Thermometer in den Arsch stecken gekommen. Ich weiss nicht, ob so der Werdegang. Nein, irgendwie. Bachelor-Betreuungsperson, Ah, ja, cooler Chef stimmt. auf dem Parkplatz. Stimmt. Es gibt bei uns nicht so Ja, klare. genau. Also, es gibt schon in dem Sinn einfach, wenn eine Entscheidung so muss gefällt werden, danach gibt es einfach ein Maul, wo der Entscheid dann definitiv trifft und an diesem Maul kann man den dann aufhängen. So. Ja. Der muss dann am Schluss den Grind auch anheben. Ja, voll. Von dem her, ja. Und abgesehen davon ist es bei uns ja so, dass wir eigentlich alle Entscheidungen besprechen, weil wir wollen ja gar nicht jemanden alleine lassen mit einer wichtigen Entscheidung. Weil es bringt der Firma nichts und es bringt der Person, die die Entscheidung muss treffen, nichts. Egal was es ist. Ich meine, wir besprechen ja auch Sachen, wo zum Beispiel, ich sage jetzt, du oder der Sascha gar nicht unbedingt
so das Fachwissen haben, um die Entscheidung so fundiert zu treffen wie ich, aber weil es einfach mein Fachbereich ist und umgekehrt genauso. Aber trotzdem ist es wichtig, dass alle den Senf dazugeben, dass man halt dann auch im Nachhinein kann sagen, wenn so etwas ein Scheiß ist, hey, aber wir haben es miteinander angeschaut und wir haben alle gefunden, es sei ein gutes Ding. Leider hat es nicht funktioniert, schauen wir weiter. Aber es ist dann nicht so ein «Du bist jetzt schuld und dort bist jetzt du die schuld», sondern wenn, dann sind wir halt alle schuld. So ein bisschen. Voll. Ja. Jetzt kommt mir gerade in den Sinn, das Lied mit Doktor spielen. Früher hast du ein SMS an 6 mal die 3 irgendwie können schicken und dann hast du einen Handy-Klingelton bekommen. Und das Alex C. Doktor spielen, das war auch irgendwie das 15 gsi. Hast du 15 ein SMS reinschreiben und dann hast du das Lied als Klingelton bekommen. Und dort ist doch der Knuffel. Ja. Haben wir auch mal von ihm schon mal ein Lied genommen, nicht, oder? Nee. Nein. Aber dort war zum Beispiel auch das mit dem «Ich liebe dich, obwohl du scheiße bist, genau. du scheiße, richtig scheiße bist». Ich Noch liebe nie habe dich. ich jemanden so vermisst, obwohl du richtig scheiße bist. Das ist so ein geiles Lied. Oh Mann. Oder es hat doch auch den Knuffel gegeben mit Lonely. Ja. I'm Mr. Lonely. I have nobody. I'm on my own. Alter, da hatte ich eine Schlümpfe-CD, die auch so Lieder gecovert hat. Also einfach die Sänger, die dann so aufgepitcht worden sind. Aber zu geil. Also in der heutigen Fachsprache würde man dem ja Nightcore, sagt man Mann. dem. Krass, und vor allem, heute hat sich der Begriff durchgesetzt. Damals ist sie einfach Chipmumps, Musik, Style. Und damals ist sie einfach so gewesen, wo wir das Nightcore kennengelernt haben, haben sie einfach die Songs einfach verschnellert. Also sie haben die allgemeinen Originalsongs, den Bassbits boostet und verschnellert. Und jetzt mittlerweile hat sich das wirklich durchgesetzt. Und wenn du von Nightcore redest, ist es nicht mehr der Kanal, wo einfach die Lieder verschnellert, sondern ist es eine eigene Musik, ein richtiges bisschen. Mit halt eben Liedern, die einfach 1:1 covered werden, halt schneller und aufgepitcht. Voll geil. Aber das Gleiche gibt es ja auch auf die andere Seite. Das sehe ich vor allem auf TikTok. Lieder, die man kennt, wo 50% Lamsamer Halftime. und Reverb Ja, noch also drauf. Hall noch drauf, ja. Ja, Hall noch drauf. Und es gibt auch ganz geil... da kommt das Telefon wieder, oder auch nicht. Aber es gibt ganz, ganz geile Lieder, wo normal findest du sie so... Ja, kann man machen. Und schnell Ja. oder langsam haben sie irgendwie viel mehr. Ja, 100%. Also ich habe auch schon Lieder, wo ich Nightcore mega geil finde, aber das Original eigentlich gar nicht so gut. Also das ist aber auch etwas, die Lieder, die kennt man ja meistens schon gut. Und wenn das aufgespeedet wird, sind plötzlich viel mehr Reize in einer kürzeren Zeit. Und unsere hure reizüberflutete Gesellschaft, wir sind halt schon Kinder gsi, die in das reingekommen sind und wie die langweiligen super Songs nochmal schneller, nochmal lauter, nochmal anders haben wollen spüren. Und ich habe das Gefühl, das hat also auch bei mir mega den Hype ausgelöst. Ich habe eine Zeit lang mir selber von Liedern, die ich cool gefunden habe, Nightcore-Versionen gemacht und die runtergeladen, um die selber einfach zu hören. Zum den anderen gefallen. Nein. Dass du auf dem Schulplatz der Krasseste warst. Ja, leider bin ich dort nicht mehr in der Schule. Aber Weiss nicht, was ist bei dir auf dem Pausenhof der härteste Flex mal gewesen? also, ich sage jetzt mal so zeitlich eingeschränkt. Also, es kommt halt hure darauf an, welcher Klasse und so und wo. 6. Klasse Primar. 6. Klasse Primar, ja, Panini. Wenn du der bist, wo alle Silbrigen und so hat oder halt all die Wappen und so, dann mit dem grössten Bieg in der Pause bist du schon der G gsi. Also da bist du schon ganz krass gsi. Und
sonst, ich sage jetzt im Nachhinein, bei uns sind halt wirklich in der Sek, haben die Handy-Games angefangen. Und dann war es eine Zeit lang der Flappy Bird am krassesten war. Oder bei uns ist ganz lang so von der 6. Primar auch unten dran ist Clash of Clans. Ein riesiges Ding. Dort haben alle Clash of Clans gespielt. Und ich weiss noch, bei uns der krasseste war, weil er hat schon Rathaus 9 hatte. Mittlerweile geht es bis Rathaus 14 oder 15. Und damals war Rathaus 9 das Beste und er hat das dort schon gehabt. Und wir sind alle so Rathaus 7 oder so. Das weiss ich noch. Er ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, Alter, ich hole bei jedem Angriff 200'000 Gold. Und das hat mir richtig Eindruck gemacht. Ich weiss es heute noch. Also, ich glaube, bei mir ist es wirklich so ein bisschen, in den Leuten, wo ich unterwegs war, sind es auf die eine Seite Game-Erfolg gewesen, oder halt dann eben, dass du die Heim hast Black Ops gamen und der andere hat GTA gamen und so und du hast das nicht dürfen. Aber nebendran ist dann irgendwann halt so blöd, wie es tönt, aber irgendwann ist halt der Konsum von Sachen cool geworden. Also die krassen sind dann die vor der Schule nicht geraucht haben. Ja, zum Beispiel. Aber so krass bin ich jetzt eigentlich nicht gewesen. Von dem her kann man das aufheben. Aber ja, voll. Das ist mir auch etwas ganz Spezifisches ist mir noch im Kopf geblieben. Und zwar, magst du dich vielleicht noch erinnern, es hat doch mal die Chappy-Zeiten gegeben. Also mit diesen Hutkäppchen. Ja, mit dem New York-Zeichen. Da hat es genau, den Kleber New York gehabt. Der runde silbrige oder genau, goldige Kleber. Der scheiß Kleber ja. Und der scheiß Kleber haben nur die originalen genau. Käppchen gehabt. Ja, voll. Und nachher, bin ich mit meiner Mami mal Kleider posten und habe genau so ein scheiß Käppchen mit so einem Aufkleber drauf gesehen. Und ich habe einfach gewusst, der Aufkleber, der macht mich zu etwas Besserem. Ja, true. Ja, true. Und dann, das ist jetzt nicht mehr so geil zum Erzählen, aber dann nachher, Mami, ich habe dort bitte ein bisschen gut, können wir dort das Käppchen posten und ich tue dann abwaschen. Und dann hat es noch das Käppchen gegeben und ich habe das Käppchen, glaube ich, 2 oder 3 Mal angehabt. Ja. Bis ich gemerkt habe, hey, Moment, ich mache mich da völlig zum Aff ja. Mit dem scheiß Käppchen. Und ich weiss nicht mehr, was vorne drauf gestanden ist, aber es ist irgendein Scheissdreck drauf gestanden. Das englisches Wort oder so? Ja, also es gibt ja verschiedene, eben so das New York City. Also ja. New York, das ist ja noch das Normalste. Dann gibt es ja Sex und alles drum und dran, wo noch, und auch mit dem Aufkleber. Yeah. Und ich habe keine Ahnung, aber einfach etwas nicht Gutes. Und es war doch auch immer so, wenn man die Kappe dann umgekehrt hat und da hat man geschaut, auf dem, wo so raussteht, auf dem Dächli, hast du ja Nähte gehabt. Und wenn die Nähte gut waren, hat man gesagt, das ist ein Original und das andere ist kein Original. Yeah. Das war immer so ein bisschen der Sneak gewesen. Und vor allem ist das bei mir auch so gewesen. Ich wollte auch so eine Kappe wählen, aber vor allem in erster Linie wollte ich Baggies wählen. Baggies sind damals krass. Ja, so silbriges Aufkleber. Nein, aber das sind ja die Trainerhosen gewesen, die richtig dicken Stofftrainerhosen und die sind auch sackteuer gewesen, irgendwie so 200 Stutz oder so. Und die coolen, krassen bei uns haben so Baggies gehabt. Und die sind ganz bunt gewesen. Also ich habe glaube blaue oder grüne, ich weiß nicht mal mehr welche Farbe, ich glaube blaue hatte ich gehabt, blaue. Und der Kollege hat grüne gehabt. Und ich habe unbedingt auch solche wählen, einfach nur wegen Prestige. Aber eigentlich sind völlig unnötig, einfach Trainerhosen gewesen, aber halt in der Winterferien, weiss ich noch, sind wir rumgehockt und alle haben die Hosen gehabt und ich nicht. Ich wollte die auch wählen. Und dann habe ich dazu auch noch das Käppchen. Und ich glaube, ich hatte das Käppchen im Fall auch nur auf dem Regal gehabt. Weil ich so ein Violetts hatte und ich habe das nie angelegt. Wirklich nie. Es ist eigentlich schon eben so Thema Marketingopfer. Ja. Es ist schon krass, wenn es die anderen haben. Und genau in dem Zeitraum, wo die Jugendlichen. Wo du deinen Charakter, ich sage jetzt, am Ausbilden bist, dich am Entwickeln bist, merkst, wie, wo was dich irgendwie interessiert, irgendwo du einfach auch möchtest zugehören. Genau, ja. Und dann bringst du genug Eier auf, zu deinen Eltern go betteln, dich versklaven und sagen, Mami, bissen gut. Ja. Das Jahr. Weißt, das Christkindli kann ja schon im August kommen. Ich brauche jetzt die Trainerhose. So krass. Es ist, ja. Also,
man ist wirklich total beeinflusst. So mit 15, 16 hast du das Gefühl, ich bin der G, ich gehe gegen jeden Strom. Aber dass du, und da kommt der Line vom Alligator zum Zug, den Trend zu hassen ist auch nur ein Trend. Genau, es ist zuerst so, du bist so sinngemäß, du bist cool und hassest alles, bis zu dem Moment, wo du realisierst, dass der Trend Hassen auch nur ein Trend ist. Und das ist, glaube ich, so das jugendliche Ding, wo jeder irgendwie versucht, einfach ja gegen das, was nicht die Erwachsenen machen, dagegen schiessen, um dann, wenn sie selber erwachsen werden, merken, meine Richtung finden hat nichts damit zu tun, anderen auf den Schlips zu treten. Und ja, die Entwicklung geht jedes Mal so ein bisschen durch. Ja. Das ist schon interessant. Die einen mehr, die anderen weniger. Ja, und die einen denken immer noch so heute, Ja. wenn wir links und rechts das neue iPhone 15 haben, dann brauche ich das sowieso auch. Ja, absolut. Weil sonst gehöre ich nicht mehr dazu. Aber ich kann nicht mitreden. Ich glaube, zu diesem Thema sind wir in einem anderen Podcast schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Kann sein. Das Zugehörigkeitsgefühl mit wie sagt man, Materialismus. Ja. Voll. Das war, glaube ich, dort, wo ich in Wien war und vor dem Chanel und Hermes Laden und so. Dort sind wir, glaube ich, drauf zu sprechen gekommen. Voll. Ja, das ist schon. Eben die Jugendlichen, die lassen sich halt noch total von dem beeinflussen. Und dann haben alle YouTuber und TikToker und Vorbilder haben das. Ich meine, ich weiss das noch, wo wir in der Sek haben wir müssen aufschreiben, was sind eure Traumjobs. Und dann hat die Lehrer das durchgelesen und hat dann Vorschläge gemacht, wo das der Lehrer dich sehen in Zukunft. Und lustig, meine Lehrerin hat damals bei mir als obersten Vorschlag Reporter im Radio, hat sie mir gesagt. Ich soll Reporter im Radio werden, so nach dem Motto, du redest zu viel, dann kannst du wenigstens viel reden. Und dort war aber einer meiner Wünsche eben, selber Video-Creator werden. Also schon in der Sek kann ich selber YouTuber werden. Ich bin aber einer der Einzigen. Es hat sonst in der Parallelklasse noch einen gegeben und in einer anderen Klasse noch mal einen, wo ich auch gewusst habe, dass die auch so ein bisschen in dieser YouTube-Bubble sind. Aber auch mehr als Zuschauer. Und nur der eine von denen hat auch immer so ein bisschen selber etwas machen. Aber ich bin in meiner Generation einer der Einzigen, der dort schon YouTuber werden wollte. Und wenn du heute Umfragen schaust, da habe ich letztes Video gesehen, was sie über das geredet haben. Heute will niemand mehr, also vielleicht eben Fußballer oder das, aber heute wollen die jungen YouTuber und Influencer werden. Und das ist genau die Beeinflussung eigentlich, wo passiert ist. Also eben, wir haben das alle in dem Sinn against der Obrigkeit, hat man das wollen, hat man das gemacht. Die wie ich halt das gemacht haben, weil sie damals schon interessiert hat und es gar noch nicht so das Thema war. Und das sind die jetzt oben stehen, wo alle anderen Jungen aufschauen und denken, ich will das auch. Aber die Jungen checken halt gar nicht, dass sie schon zu spät sind mit dem. Sie müssen ihr eigenes Neues haben. Aber das verstehen sie dann auch erst, wenn sie alt sind. Oder älter. Ja. Also ich meine, hätte mir jemand mit 15 gesagt, hey, bleib an dem dran, wo du gerade angefangen hast, in 10 Jahren wirst du Danke sagen. Weil damals war es eben nichts Grosses. Da hätte niemand wissen, oh shit, das wird wirklich so krass. Und ja, und das ist aber genau das, weil etwas, was schon so krass ist, das ist vielleicht dann immer noch krass, aber nicht das Neue. Ja, und der Zug ist irgendwo durch schon ein bisschen abgefahren. So. Also ich sage jetzt gerade, die vielen Content Creator, die wir konsumieren, wenn du so Content machen willst, wirst du mit dem Content nicht erfolgreich. Weil halt die Überflutung schon riesig ist vom Markt. Und das war sie damals nicht gewesen, aber trotzdem hat man mit 14 das Gefühl gehabt, es gibt ja schon zu viel. Ja, nein, Bruder, eben nicht. Eben nicht. Und ja. Speziell hier in der Schweiz. Also, das habe ich jetzt auch ein bisschen in der Schule gelernt. Zum Beispiel mein Rechtslehrer. Der hat immer gesagt, die Schweiz ist einfach verglichen mit dem Ausland, speziell mit der EU, so, gesetzlich einfach immer 4-5 Jahre hinten. Weil die EU mit seiner Grösse, die haben einfach auch so einen grösseren Druck, um da so Vorreiter bei gewissen Gesetzgebungen und so sein. Darum müssen sie einfach mal loslegen und etwas in die Welt rausschiessen. Und die Schweiz ist mehr
warten, schauen, was im Ausland passiert. Wenn es funktioniert, übernehmen wir es und sonst müssen wir es verbessern. Ja. Aber so die Fehler, die Kinder, wie sagt man, in den Kinderschuhen. Ja, so die Kinderschuhe ja. rauskommen, irgendwie so sagt man. Oder Anfängerfehler. Ja, Anfängerfehler, genau. Die macht einfach die Schweiz nicht. Weil man von den anderen, vom grossen Brüder abschaut. Und im Zweifelsfall tut man es besser machen. Und die Theorie, die kann man auf ganz viele Bereiche ziehen. Also und das hat man ja gedacht, wo das Internet gekommen ist, dass das gerade bei zum Beispiel eben so Film und so Zeug, dass das dann abflacht, weil wir ja in dem Sinne, wenn ein Trend in Amerika ist er auch schon bei uns. Stimmt nicht, ist immer noch nicht so. Du kannst jetzt, wenn du jetzt hingehst und in Amerika schaust, welche Trends sind gerade am kommen, dann kannst du das jetzt anfangen in der Schweiz und in 2 Jahren wird der Trend, entweder wird er gar nicht Thema, weil es nicht jeder Trend da über schafft, aber wenn er Thema Zum wird, Glück. dann explodiert er da genauso, wie er dort explodiert ist. Und es gibt viele Leute, oder auch Creator, gerade viele von den grossen Creator, wo man immer denkt, die haben die Idee selber. Nein, genau die schauen eben zu den grossen Brüdern, zu den Amis. Und das sind sie einfach. Prost. Freedom! Ja, also im Moment passiert ja wirklich ganz viel Scheiß auf dieser Welt. Und Ja. es ist erstaunlich, wie die Medienberichterstattung von der Ukraine jetzt auf Israel übergeswitcht ist. Ist einfach interessant, wie man so schnell das Thema kann verschieben kann. Aber die scheiß Amerikaner, sobald es irgendwo irgendetwas zu holen gibt, ja, wir unterstützen euch und wir sind ja eigentlich seit 1000 Jahren, seit dem Jesus. Eigentlich. Seitdem, dass Jesus in Jerusalem geboren worden ist, sind wir ja eigentlich wir sind ja Brüder eigentlich. Ja, total. Absolut. Also es ist wirklich lustig, wie sich da... es gibt auch, glaube ich, einen Begriff für das, so dass das öffentliche Interesse hat wie so einen kleinen Punkt und in diesem Blickpunkt rein ist immer das, was gerade wirklich präsent ist. Nur ist der Punkt so klein, dass halt immer eigentlich nur ein Thema mehr oder weniger so richtig präsent ist. Und die Themen, die switchen sich halt einfach so, wie es gerade weltpolitisch irgendwie interessant oder lustig oder sonst irgendetwas ist. Und das zu beobachten ist schon spannend, ja. Es ist wirklich interessant und aber ich finde es gut, dass das SRF so etwas macht, aber diese Woche haben wir auch mal zusammen die Tagesschau geschaut und das ist ja immer so, nach der Tagesschau die letzten 5 Minuten ist gefühlt häufig so etwas Randoms. Ja. Irgendwo zu Basel tut die Künstlerin irgendwie ihre Bilder für 2 Wochen aufhängen. Und dann ist so eine Kunstpsychologin, es ist wirklich Historikerin. Die wichtigsten 5 Sachen in der Schweiz. Krieg irgendwo sonst, Flüchtlingshilfe irgendwo sonst, nachher Finanzproblem irgendwo sonst und noch irgendein Künstler, irgendetwas, wo kein Mensch interessiert aus der Schweiz. Das ist die Medienerstattung im SRF. Also das hat schon etwas, ja. Und das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Ja. Einfach das letzte Thema ist einfach komplett random. Sie wollen die Leute ja wieder mit einem guten Thema entlassen. Weil wenn du musst mal darauf achten, also die schwersten Nachrichten und die schlimmsten Tatsachen werden immer gerade am Anfang gedroppt. Erstens gibt es Aufmerksamkeit, also die Leute fesseln es. Plus, du kannst eben dann in dem Sinn gegen hindern mit einer schöneren Weltanschauung das Bericht verlassen. Wieder. Das Gefühl hast, ja, eigentlich ist gar nicht so schlimm. Ja, genau. Weil, stell dir vor, es kommt zuerst die Künstlerin, dann kommt ein Bericht über 2000 Tote und dann kommt nochmal ein Bericht über irgendeinen Krieg. Und dann hockst du am Nachttisch an. Über was diskutierst? Und umgekehrt... Also ich diskutiere nie über die Basler Kunstausstellung. Ich auch nicht. Aber ich denke, dass das schon eine bewusste Entscheidung ist, dass die leichten Themen am Schluss kommen, einfach um auch die Leute eben am Schluss mit einem leichteren Thema entlassen. Gerade weil auch die Aufmerksamkeit natürlich am Schluss nicht mehr so gross ist. So. Aber das war auch lustig. Ich glaube, letzte Woche war das, bin ich bei meiner Großmami und beim Großdaddy.
ich glaube, einen Schlüssel für ein Auto musste ich holen. Und es war gerade nach der Schule. Ich habe bis um 8:45 am Abend habe ich Schule, 3/4 Stunde heim. Ist dann irgendwo 9:30 rum, wo ich dann daheim bin. Und nachher haben sie irgendwo auf dem 3+ haben sie irgendeinen so einen verfickten Scheissdreck geschaut. Also Bachelor ist ein Scheissdreck dagegen im Fall. Also so etwas habe ich jetzt wirklich gar noch nie gesehen. Und dann beide dort vor sich ankrösen. Am vor sich ankrösen. Also ein bisschen fluchen. Nein, krösen ist schlafen. Okay. Ich bin dort in die Stube rein und schnell so... Dösen meinst du? Also krösen ist für mich Dösen. Ich sag Dösen. Dösen, krösen, Mösen. Alles etwas gleich. Ja. Und ich dort so in die Stube reingelaufen, 10 Sekunden einfach in der Stube gestanden und es ist nichts passiert. Einfach der Fernseher, dort die scheiß Sendung am Laufen und die sind einfach Knockout gewesen. Krass. Und ich dann, hallo? Ich habe gar nicht gehört, dass du so reingekommen bist. Und dann nochmal angeguckt und dann habe ich dann auch ein bisschen zugeschaut. Und aber es war der allergrösste Bullshit gewesen. Darum habe ich auch verstanden, warum das dann eingeschlafen sind. Aber dann ist dann ich bin nicht, das war glaube ich ein anderes Mal noch gewesen. Dann ist ein Kassensturz gekommen und dann sind sie hellwach wieder gewesen. Ja. Und dann ist einfach wieder so die Aufmerksamkeit ist plötzlich wieder rum gewesen. Das ist schon crazy. Also was manchmal für Stuff im Fernsehen läuft und ja, eben, es ist Zeug zum Einschlafen. Also manchmal oder oft. Aber eben, das ist ja halt auch gerade ein bisschen das Ding von der Fernsehunterhaltung. Ich sage jetzt, wenn du wirklich willst, unterhalten werden als Event, dann musst du einen Film schauen oder eine Serie oder irgendetwas. Aber genau für die Leute, die eben einfach nur noch etwas sich beschallen lassen und noch so ein bisschen berisseln, ja, etwas mitbekommen, dann schaue ich auch gerne Bullshit. Also dann schaue ich auch gerne etwas, wo ich mir denke, zum Beispiel, also nicht Bullshit, aber eher so in die Richtung halt von dem Fernsehen, zum Beispiel Bares für Rares. Ist für mich so etwas, das schaue ich hure gern. Einfach nicht, wenn ich mich voll unterhalten will, dann ist es fast wie zu wenig unterhaltsam. Aber wenn du noch so halbtot im Bett liegst und eigentlich einfach nur noch schlafen willst, dann ist es noch interessant. Dann siehst du halt, die hat das Kreuz von Jesus dabei, der Splitter von Nazareth ist dabei. Okay, ja, 16. Jahrhundert ist es nochmal irgendwie geschliffen worden. Hure spannend. Und dann holen sie einen Experten, der das Ganze bewertet und der sagt, ja, das ist wirklich vom 16. Jahrhundert. Und nachher da haben sie die Händlerkarte und dann geht es in den Raum über, da gibt es noch ein schönes Interview, einmal geschwind, ja, wir erhoffen uns viel davon. 400 € ungefähr. Genau. Dann erster Raum. Ja, dann kommt wieder die Voice-Over-Stimme, die sagt, ja, die Händler haben sich das angeschaut. Und es ist jedes Mal topfgleiche Einstellungen, topfgleich aufgebaut, die gleichen Aussagen. Du könntest einen Schauspieler nehmen, der müsste sich 50 Mal umziehen und den ganzen Tag ein anderes Ding spielen. Und dann könntest du eine ganze Folge stellen, aber irgendwie trotzdem immer einfach eben so seichte Unterhaltung. Ja. Vor allem in den Ferien schaue ich so Sachen gerne. Ja. Also mein Fernsehsender ist D-Max, wo so männliche Sachen laufen. Wenn dort Lastwagen in der Wildnis rumfräsen und Bagger einen Berg abtragen und Gold waschen und Fisch aus dem Meer rausziehen. Und ich finde den Charakter von Dokus oder so Doku-Style-artige, wo englisches Audio noch hörst, aber das Deutsche ist drüber übersetzt. Das ist geil. Mit so noch 10 Sekunden Verzögerung zuerst. Du hörst das Englische schon reden und dann kommt das Deutsche rein. Das hat einfach einen Charme. Das machen die auch extra. Das hat sogar auch einen Namen, das habe ich in der Schule irgendwie gelernt, aber ich weiß gar nicht mehr wie. Aber das hat auch etwas, wenn du ein Doku aus dem Englischen übersetzt, mach es so, weil es gibt nochmal einen Proof, dass es wirklich eine gute Doku ist. Extrem, obwohl es technisch gesehen eigentlich unsauberer ist. Also du könntest es viel sauberer machen, wenn du einfach das Audio effektiv hast und das rausnimmst und es wieder anders mit Musik vermischst. Aber nein, es gibt den Vibe. Ja, es gibt den Vibe. Es ist, und eben, weil es genau so 10 Sekunden versetzt ist, hörst
auf D-Max, die Goldgräber, amigs am Fluchen und das volle Programm. Und dann im Deutschen wird es piept. Aber im Englischen wird es nicht piept. Und das Geile ist halt auch, du hast dann noch zu der Person, die du siehst, eine Stimme, die effektiv ihre Stimme ist mit ihrem Wording so. Und das ist schon geil. Aber das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil ich habe ja jetzt mein Game Lies of P bin ich jetzt nicht mehr so weitergegangen, weil ich einfach unglaublich lang muss suchten, um den huren Boss zu besiegen. Und ich weiss, es kommen nachher nur noch 2 und dann ist das Spiel vorbei. Also rein equipmentmäßig und so passiert nicht mehr viel. Es passiert nur noch, dass ich ganz viele Stunden muss üben muss, um es dann zu schaffen. Das werde ich schon irgendwann mal noch machen, aber gerade ein bisschen den Hype verloren. So, habe dann aber Red Dead Redemption 2 runtergeladen und bin jetzt am Story-Modus dran. Und die sind ja auch, also, was Story-Modus angeht, brillant geil, weil die Characters, die reden alle. Du kannst die Characters wie anvisieren mit einer Taste und dann Fragen stellen und so. Einfach normal. Zwischen der Story. Und das ist richtig geil, weil die beziehen sich dann auf, wo du gerade in der Story stehst. Also, du bist dann mal in deinem ersten Ort, wo wir ein Lager gemacht haben mit deiner Family und so. Bist dann dort und dann hast du so 2 Missionen, die du machen kannst. Und ich habe dann mit einer angefangen und bin dann zwischen der und der anderen ein bisschen mit den Leuten im Camp reden gegangen. Und das ist so geil. Du sitzt an und dann ja, all time und so. Und die einen haben kurze Dialoge, die anderen längere, die sich auf die Situation beziehen. Und dort ist eben auch alles Englisch und hat einfach einen deutschen Untertitel. In ihrem Game auch mühsam, weil du willst ja steuern. Das heisst, du musst schauen, du kannst nicht die ganze Zeit lesen. Aber genau das Blöde ist, das ist zwar, es gibt mega Charakter, aber die Leute, die das reden, haben das wirklich in einem Western English gemacht von damals und mit richtig undeutlicherem Wortlaut. Ja, weil es halt nicht mehr alle 10 haben. Genau. Was, also halt wirklich realistisch. Es gibt mega den Vibe. Und ich, wo auch gerne sonst auch Englisch etwas schaue, wo kein Problem hat, das zu verstehen, ist dort dann doch überfordert. Also ich verstehe dann nicht alles. Und ich habe auch schon jetzt ein Video gesehen von einem Amerikaner, der nicht alles versteht. Also es ist wirklich zum Teil einfach schwierig. Aber der Vibe ist durch das unglaublich gegeben. Einfach weil du die Stimmen hast, die in dem richtigen Englisch, mit dem richtigen Slang und so reden. Und nachher siehst du ohne die deutsche Vertonung mit so richtig schönen Wörtern und so. Und du hörst einfach, wenn er sagt «Fuck this bitch» oder so in die Richtung. Und unten dran steht irgendwie so «Diese Idioten». Weißt du, irgendwie so etwas. Also es ist wirklich, wirklich cool. Und bis jetzt noch nicht viel. Also ich habe jetzt etwa 2,5 Stunden bin ich in. Und ich habe, glaube 2-mal ein bisschen ballern müssen. Also so ein Lager von anderen aufräumen. Aber sonst ist wirklich viel Story und viel Inputs. Und also hure geil, weil du hast so einen Gruppenführer in dem Sinn, wo du bist mit so einer Gruppe unterwegs, die geplündert worden ist und jetzt mit Kind und Family und halt alles so eine Gruppe durch den tiefen Winter vom Westen in den Osten musst flüchten, weil die Banden so krass sind. Und du hast einen Leader, den Dutch, aus der Gruppe. Und der Typ, schon in der ersten Story, sagt er eigentlich so, er hat einfach etwas gegen die illegalen Verbrecher und die will er jetzt hops nehmen. Und weil die asozialen Siechen, die einen Zug zu überfallen, dann nehmen sie die hops, finden Plan und dann sagt er, und jetzt überfallen wir den Zug. Und du merkst schon, oh mein Gott, der Charakter, der dein Führer ist, den du noch als Boss bezeichnest, hat sich schon widersprochen und tut jetzt anfangen, das in eine andere Richtung zu drücken. Und dann bin ich eben mit dem Charakter rumgelaufen und die eine von diesen random NPCs sagt einfach so, eben so, aber der Dutch ist mir ein bisschen unsympathisch und meinst, der macht das. Und du antwortest noch so getreu ihm so, nein, der macht das. Also es ist wirklich lässig lässig von der Story her. Ja, voll. Und das hat mich jetzt gerade so ein bisschen reingezogen, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, also Red Dead Redemption ist ja vor allem auch dadurch bekannt worden, weil es so viele kleine Details und Easter Eggs und auch extrem realitätsnah ist. Ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen, wo das würde mich dann mal wundern, wenn du 100 Stunden gespielt hast. Es gibt ja auch wilde Tiere, unter anderem Bären.
Und wenn ein Bär auf dich zuzäckeln kommt, dann darfst du im Game nicht vorzäckeln, sondern musst quasi einfach den Controller anlegen, dich keinen Millimeter bewegen und dann scheucht der Bär, also er steht dann auf seine Beine, merkt aber, hey, fuck, der weicht nicht retour, das ist auch ein Tier, wo er Angst haben sollte. Und danach kehrt der Bär einfach den Rücken und läuft wieder weg. Greift dich gar nicht an. Das ist wirklich hure realistisch mit den Tieren, weil beim ersten Schuss, den ich zum Beispiel abgegeben habe, sind Vögel raus und Rehe aus dem Wald gesäckelt. Das habe ich auch ganz krass, das ist mir gerade eingefahren. So, wow, shit. Ja. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Ja, also, aber wirklich so. Und was du vorher angesprochen hast mit dem so Details allgemein, sie haben halt auch, was Lichtverhältnis angeht, haben sie unglaublich spannende Art gehabt, das zu designen und so, weil sie haben mit Motion Capturing, also Bewegung festhalten, wie man auch in den Kinofilmen das kennt, haben sie den Hauptcharakter durch jenste verschiedenste Welt und so reiten lassen mit der Kamera, um genau zu wissen, wie fällt das Licht auf den Reiter, wie geht das Licht durch die Bäume auf dieser Höhe und so. Und das merkst du schon. Also das merkst du brutal. Das ist wirklich einfach gut gemacht. Das Einzige, was mich angeschissen hat, du säckelst mit so einem, also du reitest mit deinem Pferd, am anderen hinten rein und die zwei Pferde sind genau synchron sich am bewegen. Und du denkst dir so, nein, das passiert einfach nicht. Aber wenn das einzige Detail ist, dann ja. das ist wirklich das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist. Ja. Und sonst siehst du halt schon, dass es nicht ein neues Spiel ist. Es ist auch schon alt. relativ alt. Das ist das Krasse. Ja. Also Minimum 6-jährig. Ja, Minimum. Und für das ist es noch immer ultimativ krass. Ja, wirklich. Also Und du hast Rockstar halt Games ist ja das Also es Studio ist- dahinter. Man kann wirklich sagen, gerade auch wenn du reinkommst, es ist wie GTA. Es fühlt sich an wie GTA, auch vom Handling her. Auch der POV-Modus, wenn du aus den Augen schaust, ist scheiße, genauso wie bei GTA. Also kannst du nicht brauchen, musst Third Person spielen, das Spiel. Ist aber auch so gedacht, dass du siehst auch viel mehr von der Welt. Und sonst ist es wirklich ein GTA im Western. Aber ich finde Detail besser. Also es ist viel mehr Story und gut, mir gefällt halt auch die Naturgewalten gefallen mir viel mehr wie jetzt. Ich habe ja die Story bei GTA auch gespielt, also die ganze Story-Modus. Ich habe dann leider am Schluss irgendwann aufgehört, habe ihn aber eben schon mal mit einem Kollegen gespielt, darum habe ich gewusst, wie es weitergeht. Aber dort ist halt irgendwann einfach so ein bisschen lame mit der Umgebung und so, weil du bist immer in dem Los Santos, du hast schon manchmal die Jahreszeiten, die sich verändern, aber bei GTA fängst du an im Schnee und nachher hast du keinen Schnee mehr. Dann gibt es einfach keinen Schnee mehr. Also es war zum Teil einfach ein bisschen random gewesen, und das habe ich das Gefühl, haben sie bei Red Dead Redemption besser gemacht. Ja. Also fette Empfehlung da von unserer Seite. Absolut. Red Dead Redemption, checkt es mal aus. Ja. Und sonst hat mich die Woche eigentlich gar nicht so viel bewegt. Ja, es ist einfach links und rechts so viel passiert. Also gelaufen geschäftlich, dass man gar nicht so viel haben können erleben. Ja, halt gar nicht so Sachen, wo man Also da Moment, gut kann. du hast ja am Dienstag hast du ja noch... Genau, das habe ich noch. Das kann ich aber auch später erzählen. Du kannst mal noch etwas von dir erzählen. Ich muss da gerade mal schnell reingüchseln, reinschauen. In unsere Notizen. In unsere... Also eben keine Notizen. Ja, also bei mir ist heute sind 2 Wörter dort gestanden. Einmal ist gestanden Red Dead Redemption, also einfach PS. Und einmal ist gestanden, das sehen wir nachher. Also, was diese Woche sonst bei mir noch einfach mir auf dem Herzen gelegen ist, am Montag hatte ich noch Prüfungen. Also die ersten Prüfungen, die ich im neuen Semester durfte schreiben. Jetzt stößt langsam das Bier wieder auf. AI ist ja jetzt bei mir das Thema, aber künstliche Intelligenz. Und ich habe gestern ein hure geiles Video auch noch auf YouTube dazu gesehen, komme ich nachher nochmal darauf zurück. Und jetzt am Montag habe ich dann die ersten Prüfungen geschrieben. Das ist eigentlich noch gut gelöst, weil
es gibt nicht Ende vom Semester eine fette Prüfung, wo du alles innerhalb von 90 Minuten irgendwie musst anschlüderlen, sondern es gibt jetzt bei uns alle 4, 5, 6 Wochen gibt's eine Art wie so eine Zwischenprüfung und danach tust du wie dein Wissen schnell abliefern. Der grösste Teil, der grösste Teil, es ist immer aufbauend. Ja. Aber das, was du am Anfang gelernt hast, in diesem Detailgrad musst du es gar nicht mehr wissen. Ja. Und das finde ich sympathisch, weil bei AI ist es sowieso das Thema, du musst die Konzepte dahinter mal gehört und bis zu einem gewissen Maß verstehen haben. Es ist auch gar nicht der Anspruch bei uns, dass man selber ein neuronales Netzwerk programmieren können und keine Ahnung was, sondern es ist mehr der Ansatz, dass wir einmal Führungskräfte irgendwo in einem gemachten Nestchen oder man macht sich dann halt selbstständig. Ja, das sind einfach gelernte Chefs. Die können, genau. Die können nur sagen, wie es nicht geht. Genau, ja. Aber das musst du auch können. Ja. Aber es ist mehr gedacht, eben, du weisst so ein bisschen mit diesen Begrifflichkeiten umzugehen. Du weisst jetzt Business Intelligence und Machine Learning. Was gibt es dort für Ansätze? Nochmal einen Kurs im Englisch gehabt, meinst du? Sorry? Nochmal einen Kurs in Englisch gehabt. Also weißt, das sind ja alles gerade Wörter, die du auf Deutsch könntest sagen. Der ein Dozent, also mit Anglizismen, das ist ja nochmal ja, eben, das sind ja jetzt einfach Anglizismen gewesen, oder? Weil es sind ja jetzt Wörter gewesen, die du auch 1:1 ins Deutsche übersetzen könntest. Ja, aber die Anglizismen, die übernimmt man ja vom Englischen und sie haben dann im Deutschen häufig die gleiche Bedeutung, aber es gibt auch so Sachen, wo wir vom Englischen ins Deutsche übernehmen, aber bei uns ganz anders dann eingesetzt werden. Irgendwie zum Beispiel No Front. Irgendwie. No Front. No Front, also fühl dich nicht angegriffen. Ja. Heisst das bei uns im Deutschen. Aber irgendwie im Englischen heisst es im Fall etwas ganz anderes. Bist du sicher? Ganz sicher jetzt. Wirklich? Irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt. Es kann schon sein. Ich kenne auch so, es gibt schon so Sachen, die man als Slang übernimmt und eigentlich macht es aber hart keinen Sinn. Also es passt eigentlich gar nicht in die Situation. Das ist ja bei uns mit dem Flexen passiert. Also bei uns heisst es immer flexen und so. Aber Flexen ist ja eigentlich angeben, protzen. Und bei uns wird Flexen von den Jugendlichen oft einfach in den falschen Kontext gesetzt, mit irgendwie chillen oder so, mit relaxen. Dabei hat das nichts mit Flexen zu tun. So, ich flex die Heimchen. Digga, du flexest die Heim gar nicht. Wenn du die Heim flexest, dann machst du das mit einem Flex und zwar in der Hand. Und das ist dann der Tisch. Deine Rolli am Handgelenk. Du bist im Spiegel mit dir selber am Flexen. Das Einzige, was du die Heim kannst flexen bei uns, ist, wenn du mit einer Sagi flexen. Mit so. Wie heisst es? Ich sag dir Flexmann. Trennscheibe? Nein. Winkelschleifer. Winkelschleifer. Das ist es. Ist das der Fachausdruck? Ja, es ist einfach ein Winkelschleifer. Ja. Es ist, weil du hast eine runde Scheibe und mit dem kommst du in den Winkel rein. Darum ist es ein Winkelschleifer. Mit der tust du flexen? Ja, schleifen halt. Das ist eigentlich eine Schleifmaschine. Da kannst du ja so Schleifaufsätze tun. Aber flexen, ja. Mit der kannst du flexen. Auf der Baustelle kannst du flexen, sonst kannst du bei uns nicht flexen. Dann mit diesen Anglizismen. Und der eine Dozent von uns, der ist ursprünglich in Brasilien aufgewachsen, hat aber Schweizer Eltern. Der ist aber dann erst irgendwie mit 18 oder so ist der in die Schweiz gekommen. Also und sind seine lieblichen Eltern in der Schweiz? Das weiss ich nicht. Okay. Das weiss ich nicht. Aber ist ein Schweizer Brasilien aufgewachsen, jetzt wieder in die Schweiz gekommen. Und der kann besser Englisch als Deutsch. Aber der probiert halt auch Deutsch zu reden mit uns. Und der tut halt so viel Anglizismen. Und jeder Ausdruck, den es mit künstlicher Intelligenz gibt, sagt er automatisch im Englischen. Also Reinforcement Learning, Machine Learning, Unsupervised Machine Learning und keine Ahnung was für Ausdrücke sind bei ihm einfach Englisch. Und darum übernehme ich das einfach, weil das mein Dozent ist. Solange ihr das auch Englisch braucht, ist das nicht schlecht, aber sonst ist das fahrlässig vom Lehrer. Ja. Wenn du einfach alle Fachbegriffe mit deiner Sprache auswechselst, weil du es nicht kannst. Also, weißt du, wie ich meine? So. Aber das haben wir bei uns schon auch gehabt. Also, mein Dozent, der uns Regieunterricht gegeben hat, der ist ein Schweizer, aber der hat damals Film in Amerika studiert.
der hat auch in L.A. sein Studium gemacht und er hat damals sogar eine Kinderschauspielerin benutzt, die ist mittlerweile Oscar-Gewinnerin. Aber er hat sie damals als Kinderschauspielerin in ihrem Schulprojekt benutzt. Krass. Also einfach als Schauspielerin voll. Der hat er uns sogar gezeigt, der Film. Das ist ganz ein cooler Film. Also die haben gefühlt damals schon im Studium bessere Filme gemacht, wie bei uns alle Ausgelernten. Aber halt eben auch die Amis. Und der hat das auch gehabt, dass er ganz viele Sachen Englisch beschrieben hat. Aber er ist halt sonst ein Vollschweizer. Also der hat er hat vielleicht 10 Jahre von seinem Leben in Amerika verbracht. So. Aber dort war das auch so gewesen und das ist dann mir einfach immer schwerer gefallen, weil dann zum Teil einfach ein bisschen hast müssen die Brücke bilden, so im Kopf. Voll. Aber Prüfung am Montag und gestern habe ich eben noch ein geiles Video, ist mir auf YouTube vorgeschlagen worden, bezüglich Reinforcement Learning. Und da hat irgendein YouTuber an einer Maschine beigebracht, wie die Pokémon Rot spielt. Und aber Reinforcement Learning, also für alle, die es jetzt nicht genau wissen, alle. Also wahrscheinlich jeder, genau. Ich nicht. Keine Ahnung. Also Machine Learning ist so der Ansatz, dass du ganz viele Daten hast und mit diesen Daten sagst du eine Art wie der Maschine nicht, was du genau als Output willst haben, sondern die Maschine bringt sich selber gewisse Sachen bei. Und bei Reinforcement Learning hast du am Anfang keine Daten, du hast am Schluss keinen Output, sondern das ist eine Art wie ein Kreislauf. Also die Maschine tut sich am Anfang selber Daten besorgen und tut am Schluss selber feststellen, so bin ich in diesem Spiel oder was auch immer erfolgreicher gewesen. Ja. Und das macht man so, dass man der Maschine Rewards geben. Und jetzt der gestern in diesem YouTube-Video, der hat zum Beispiel, aber wenn die KI ein Match oder ein Battle gegen ein Rattan oder einfach gegen irgendein Pokémon gewonnen hat, hat es irgendwie 3 Rewards-Punkte bekommen. Und so stellt die Maschine fest, wenn ich das mache, werde ich belohnt. Ich tue das quasi mehr trainieren. Und dann sind so Sachen noch dazugekommen, wenn er wie in einen neuen Bereich von dieser Map hineingelaufen ist er auch belohnt worden, so neugierig ist beigebracht worden und ganz verschiedene Sachen. Und du tust dann, das ist jetzt aber ein bisschen der springende Punkt, du tust die ganzen Abläufe, also am Anfang, wo beim Professor Eich dort der Start ist und dann zwischen Glumanda, Bisasam und Shigi kannst du auslesen, das tust du einfach Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Mal genau gleich abspielen und der tut sich das dann selber beibringen. Und am Schluss von dem YouTube-Video ist schon gesagt worden, hey, in diesen 15 Minuten alle Ergebnisse, das, was sich die Maschine selber beigebracht hat, das hat Geld gekostet. Weil du musst einen Computer ganz häufig parallel nebeneinander laufen lassen. Und das kann nicht einfach so ein handelsüblicher, normaler Computer sein. Das kann auch kein Gaming-Computer sein, sondern das sind so gemietete Server, die bei Amazon, AWS, bei Google und so kannst mieten. Und dann tust du genau das zahlen, was du an Ressourcen verbraucht hast. Und er hat dann gesagt, in diesen 15 Minuten zusammengecutteten YouTube-Videos hat er etwa 1000 Stutz verbrannt. Boah. Und am Schluss von diesem YouTube-Video, die Maschine, die war nicht gut im Pokémon. Ja. Ja. Und irgendwie erst nach $750 hat die Maschine gemerkt, Moment, mit meinem Starter-Pokémon, bei ihm war es jetzt immer Shigi am Schluss irgendwie, habe ich noch einen zweiten Angriff. Das hat er erst nach 750 Stutz, die verbrannt worden sind, gemerkt. Weil du hast bei Tackle, das ist ja so ein Starter-Angriff, den kannst du ja nur 20 Mal einsetzen. Und nachher kannst du den Angriff nicht mehr einsetzen. Ja. Und erst dann, eigentlich aus einem Zufall, aus einer Not raus, hat er dort gemerkt,
ich kann dort noch eins runterdrücken und das funktioniert auch. Das zeigt ja eigentlich ganz gut, wie die Maschine schafft. Sie rennt wie gegen Wände, bis es einmal keinen Widerstand mehr gibt und dort rennt sie durch. Ja. Sie schaut nicht überall an. Es gibt da 5 Türchen, welches ist die beste, sondern sie rennt einfach in jedes Tor rein. Und das 10'000 Mal. Genau, bis es mal merkt, bei dem Tor hat es 100 Mal nicht funktioniert, bei dem hat es nur 50 Mal nicht funktioniert, bei dem hat es 1000 Mal nicht funktioniert. Ja. Ganz genau. Und aber wenn ich gerade irgendwie mit meinen Grosseltern oder mit meinen Eltern teilweise über das am Reden bin, wie künstliche Intelligenz in 5 Jahren die Menschheit abschafft, muss ich einfach sehr stark relativieren und sagen, hey, Moment, jetzt hat da einer, der voll draus kommt, 1000 Stutz verbrennt, und es kann weißt, immer noch nichts. Eine Woche irgendwie 1000 Computer rechnen lassen, dass am Schluss von dieser Woche ein Computer ansatzweise ein bisschen draus kommt, was für Knöpfe in welcher Abfolge man bei Pokémon muss drücken. Ja, das ist, ich glaube, das haben wir sogar im Podcast mal besprochen, wo das KI gerade so ein mega Thema war und alle das Gefühl hatten, KI übernimmt uns jetzt dann, wo wir einfach wissen, Entschuldigung, ihr habt jetzt das einfach neu auf dem Schirm, aber wir sind noch so weit entfernt von, dass wir geschweige davon den Mensch an sich von einer KI aushebeln lassen können. Eben, das ist ja eine menschliche Arbeit, also das Spiel spielen. Und jetzt musst du dir vorstellen, du kannst das Pokémon einem 6- oder 7-Jährigen geben. Und der kommt raus. Ja. Und unsere super krassen Computer, die unglaublich heftig sind schon und auch schon mega viel können, wenn du ihnen nicht hilfst, also keinen Mensch dazu bringst, dann haben sie nicht mal das, was ein 6-jähriges Kind anbringt. Blöd gesagt, weil halt das nicht die Ebene ist von den Computern. Computer sind 10-mal besser in Zahlen, die sind in allem eigentlich besser, was mathematisch ist, was logisch erschliessbar ist, aber Handlungen von Menschen, Emotionalität, all das Zeug, alles, was eigentlich unsere Welt bestimmt am Ende des Tages, kann ein Computer nicht begreifen. Zumindest im Moment noch nicht so. Und so philosophisch gesehen wird er es nie können. Weil du kannst ja selber auch nicht begreifen, wieso das, ein Computer müsste ein Gefühl in Zahlen umsetzen. Das heisst, er müsste einen gleichwertigen Code finden, um alle Gefühle der Welt, von allen Menschen gleichzusetzen. Nur, kaum wird wieder ein Mensch geboren, ist die Rechnung wieder weg. Also dann kannst du es wie nicht mehr machen, weil du hast nicht mehr alle möglichen Komponenten drin. Plus, jetzt stell dir vor, du müsstest jede menschliche Persönlichkeit mit ihrer Gefühlswelt analysieren und in einem Computersystem hineingeben. Das ist ein Ding, der rein philosophisch ist es relativ unmöglich. Aber es ist nicht unmöglich, mit menschlichem Zutun sehr nah an so etwas heranzukommen, mit halt eben ganz viele Sachen einfach alle Ausnahmen ausklammern, alle so ausklammern und dann bringst du vielleicht schon einen Computer, der dir für 50% der Fälle die menschlich richtige Entscheidung trifft. Das wirst du schon anbringen. Aber diese Stufe wirklich das abzulösen, I don't know. Ja. Philosophisch einfach. So. Ja, und aber du musst, das habe ich jetzt einfach auch im Studium gemerkt, du musst jede Entscheidung, die du theoretisch auch an einer KI könntest überlassen, steht an einer Frage vom zur Verfügung stehenden Kapital gegenüber. Also im Sinne von, wir haben das Problem in unserem Geschäft, dass wir im Jahr, keine Ahnung, ich tue jetzt etwas erfinden, 100 Rechnungen quasi digital in ein Ordnersystem irgendwie müssen ablegen, irgendwie nach Lieferant, nach Kunden, einfach in den richtigen Ordner hineinpacken. Jetzt das Ding ist, um so ein KI zu programmieren, kostet 100'000 Franken. Ist dir das Problem so viel Geld wert? Nö, also gibt es auch keine KI. Also wird nicht trainiert und so. Und ja. Und für den breiten Markt, die dann das Geld in die Hand nehmen können, um wirklich selber Profit wieder daraus zu schlagen, um das Hunderte zu verkaufen, die müssen zuerst die Möglichkeit haben, dass das ein Problem ist, das bei allen gleich ist. Weil wenn es nicht bei allen gleich ist, können sie auch keine einzelne Lösung für das präsentieren. Das ist wirklich eigentlich ein guter Vergleichspunkt. Also, ja. Und eben irgendwann wird es rentabler, irgendwann ist es so. Aber das ist ein langer Prozess und halt menschenabhängig. Und aber das
kann man mit Politik, mit Regierung, mit allem drum und ich würde jetzt auch sagen, genau bei diesem Thema mit Menschheit und Maschinen so ein bisschen gleichsetzen. Wenn du an der Macht bist, dann gibst du einfach ungern die Macht ab. Und wenn diese Frage mal gestellt werden, hey, da gibt es ein System, das gleich gut, besser, ansatzweise besser ist wie die Menschheit, dann würde das wahrscheinlich die Menschheit nicht ohne Wenn und Aber einfach zulassen. Ja, und eben vor allem ist es ja auch eben so ein bisschen das Gemeine an der Menschheit, ist ja, eine Tat, die jetzt perfekt ist, moralisch, gesellschaftlich und alles, ist in 30 Jahren genau das Umgekehrte. Also, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt das den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg vergleichst, das ganze Scheissdreck vom Hitler hätte nie funktioniert, wenn die Leute nicht wirklich das auch mitempfunden hätten und gefunden haben, ja mal doch, du sprichst richtige Probleme an und du hilfst uns effektiv. Und in dem Moment hat er das anbringen und es hat funktioniert. Aber in wahrscheinlich fast jedem anderen Moment hätte das nicht funktioniert, nicht so, weil die Gegebenheiten nicht herum sind. Also es ist wie auch nochmal so viele Faktoren, die dort reindingseln, weil wir uns so schnell verändern. Unsere Werteansichten verändern sich ja nur schon in deinem eigenen Leben so oft. Und da habe ich mich in der Schule, beim Dozent, überall extrem unbeliebt gemacht. Aber in dem Moment musste ich einfach schnell Worte greifen und schnell sagen, hey, aber Moment mal. Weil wir haben an diesem Tag das Thema Bias. Das war bei uns Thema. Und mit künstlicher Intelligenz ist halt, aber wenn du Machine Learning hast, dann hast du Input-Daten. Also in diesem konkreten Beispiel ist es darum gegangen, du hast so ein Programm, du tust dein Bewerbungsfoto dort rein und die KI tut dich hübscher und für Bewerbungsfotos so verbessern. Also so ein bisschen in den Anzug reinpacken und die Augen grösser machen. Das, was Photoshop schon vor 10 Jahren hat können. Ja, genau. Jetzt einfach ein KI und einen Knopf und so. Und dann, wo die KI rausgekommen ist, ein bisschen in einer grösseren Masse zur Verfügung gestanden ist, hat man gemerkt, wenn ein Asiat oder ein Dunkelhäutiger dort ein Foto reinlegt, der Dunkelhäutige wird zu einem Weißen und der Asiat wird zu einem Europäer. Aha. Und das ist quasi das Problem an der künstlichen Intelligenz. Ja. Wenn du die Input-Data ist schon die ist schon beeinflusst von menschlicher Meinung. Genau. Ja. Und dort hat dann eben unser Dozent gesagt, ja, eben das Unausgewogene und so, und das ist jetzt eines der grössten Themen und bla bla bla. Und dann musste ich einfach schnell aufstrecken und müssen sagen, es gibt ja wirklich Ausnahmefälle, wo genau so ein Bias auch erwünscht ist. Und also eben so Diversität und Diskriminierung, es kann ja nicht sein, dass da so eine super Intelligenz diskriminierend ist. Und dann habe ich gesagt, haben Sie schon mal einen dunkelhäutigen Nationalsozialist im Zweiten Weltkrieg gesehen? Gibt's nicht. Hat es in der Geschichte einfach nicht gegeben. Ja, und darum, das muss ja der Computer auch wissen. Hey, Moment, dunkelhäutige Menschen hat es in dieser Zeitepoche in Deutschland einfach nicht gegeben. Ja, und vor allem ist da ja auch Berichterstattung. Nationalsozialismus kommt aus dem Islamischen. Das hat seine Wurzeln zurück vom Religiösen. Wo die Assassinen früher sind das ja das sind die Ersten gewesen, die keine Angst vor dem Tod hatten, um ihre Meinung weiterverbreiten, weil man sie ins Paradies da hätte. Das sind die ersten Attentäter gewesen, also Selbstattentäter. Und das ist ja dort zurückgekommen. Und dort ist es aber nicht darum gegangen, sich selber automatisch zu töten, sondern sie haben nur das Ding gehabt, dass sie nicht, keine Angst vor dem Tod hatten und darum nicht weggerannt sind nach den Taten und so. Und das war dort ein riesiges Ding gewesen. Aber das weiss jetzt zum Beispiel die AI gar nicht. Also du müsstest dann alle Informationen, die sie auf dieser Welt gegeben hat, anschauen. Und wenn ich etwas mit meinen Geschichtspodcasts gelernt habe, dann das nichts, wo wir das Gefühl haben, das käme von dem, kommt wirklich von dem. Also das ist ganz, ganz oft, hat das einen anderen Hintergrund und ganz eine andere Eigenart. Plus
in unserer westlichen Welt heisst Rassismus, weiß geht auf schwarz. Rassismus hat eigentlich nichts damit zu tun, ob ein Weißer auf einen Schwarzen geht. Es kann genauso ein anderer Schwarzer rassistisch sein gegen den. Es kann genauso, der Kantönli-Geist kann einer sagen, da, ihr St. Galler sind alle... Genau. Dann ist das zwar, vielleicht würdest du es nicht als Rassismus bezeichnen, weil man keine andere Rasse hat, aber vom Kopfprinzip ist es genau das Gleiche. Und genau, Kantönli-Geist ist genau das. Es ist genau das. Ja, natürlich, es ist einfach kleinkarierter Rassismus auf einem anderen Level. Aber grundsätzlich sind eben genau diese Sachen das Problem, weil all die Fakten, die wir als Fakten anschauen, als gegeben, als Rassismus ist gleich schlecht, das könntest du einer AI nicht sagen, weil es hat viele Gesellschaften gegeben, die nur überlebt haben, weil sie Einwanderung geblockt haben. Dann hat es andere Gesellschaften gegeben, die sind aufgeblüht durch die Einwanderung. Die Schweiz zum Beispiel, gerade wo wir viele Arbeiter gebraucht haben, hat es gegeben. Also es gibt so viele Situationen, wo das eine total richtig ist und das andere wieder anders, weil einfach Zeit, Jahr und Menschen, die das brauchen, andere sind. Und genau das ist das Problem. Also, das kannst du eben gar nicht so einfach an einer AI beibringen, wenn überhaupt. Der AI müsstest du wirklich versuchen beibringen, dass jeder Mensch identisch ist, aber das nicht ist. Also wir wollen dort unsere moralischen Vorstellungen von so ist es richtig, wenn wir etwas erklären, wo aber selber gerade merkt, hey, aber ihr handelt nicht so. Kein Mensch handelt so, aber jeder erzählt so. Und das geht nicht auf im Computer. Also, ja. Eben, sagt der AI, es ist schlecht, zum Beispiel jemanden zu töten. Aber nachher, wenn er, je nachdem welchem Land du bist, wenn er aber deine Familie umgebracht hat, dann ist es dann okay. Das sind alles so Sachen, die wieder von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich, was ist richtig, was nicht. Es entwickelt sich mit der Zeit, der Mensch. Es ist immer anders. Also, ja. Total gestört. Ja, auch wieder ein sehr vielschichtiges Thema und aber sehr philosophisch sogar. Ja, und ab einem gewissen Moment wird es wirklich rein philosophisch. Ja. Was gibst du für Hypernormen, sagt man dem? Also eben so die ultimativen Grundsätze, die in keinem Fall niemals auf Lebzeiten verletzt werden. Hypernorm. Und da ist man sich noch komplett uneinig. Ja. Und es gibt jetzt so Ansätze, also in AI Act irgendwie mit, ich bin jetzt nicht sicher, ob es Amerika, Europa, keine Ahnung, aber es gibt im Moment so ein Papier, das irgendwo im Umlauf ist noch nicht verabschiedet, also ist noch nicht in Kraft. Also das ist noch komplett unreguliert. Wenn da Boston Dynamics auf ihren Roboterhund irgendwie ein AK-47 draufpackt und der irgendwo im Irak durchlässt, wer hat den dort? Eine Maschine, die mit Strom betrieben wird? Ja. Aber, und da Gesetzgebung, alles rundherum ist noch überhaupt nicht existent und darum ist im Moment noch für ganz viele Leute, eben für Grosseltern und so, die können das überhaupt nicht greifen. Die haben schon das Problem, wenn ich denen erkläre, wir befinden uns da im Notification Center und nicht auf dem Homescreen. Die kommen dann schon nicht mehr draus. Ja. Und jetzt müsste ich denen erklären, warum dass der Roboter, der Hunderoboter, dass der nicht denkt, sondern der verarbeitet das Kamerasignal und ja. Total. Und darum wird es auch von ganz Haufen, ist das wie so dunkle Magie oder ja, und ungreifbar. Ungreifbar und vor allem hat man es ja dort bei ChatGPT gesehen. Kaum ist es wirklich viel in den Medien gewesen und alle haben es benutzt, plötzlich haben sie angefangen, alle Themen, wo Rassismus und Zeug und alles geht, abzukapseln, weil sie gemerkt haben, ja scheiße, unsere AI ist auf Daten basiert und die sagt, ja, das ist fake, das ist richtig, das ist so, das ist so. Und ein AI darf, wie du es vorher so schön gesagt hast, ja nicht rassistisch sein. Aber damn fuck, wir Menschen sind rassistisch seit eh und je. Das heisst nicht, dass Rassismus etwas Gutes ist, aber es ist nun mal ein Fakt, dass der Mensch in seiner Geschichte alles andere als nicht rassistisch war. Und das geht natürlich dann halt in dem ganzen Zeug nicht mehr auf, oder? Also dann müsstest du entweder akzeptieren, dass die eine Weltwahrheit ohne Moral und Ethik zeigt, die dann auch nicht verwenden kannst. Oder sie hat die moralische Einstellung von dem, was es gemacht hat. Und auch dann ist es wieder nur für die eine Gruppe relevant oder interessant.
Ja, und für mich ist es einfach komplett hirnrissig, weil irgendjemand vor 5 Jahren mal das Gefühl hatte, dass er jetzt nicht mehr Mann oder Frau ist, sondern er sich jetzt als Fuchs identifiziert, dass das jetzt der neue Standard. Also etwas, wo seit 200'000 Jahren, seitdem das der moderne Mensch irgendwie ein bisschen unterwegs ist, einfach funktioniert hat und uns über mehrere Eiszeiten und keine Ahnung was durchgebracht hat, dass man das jetzt innerhalb von 5 Jahren einfach komplett an die Wand rührt. Ja, dass das jetzt die neue Realität bei dem. Den Trend zu hassen ist auch nur ein Trend. Und genau, also ich sage mir nicht, dass das alles ein Trend ist, aber eine gewisse Anzahl an Leuten, die beeinflusst werden, auch, ist das natürlich eine gewisse Art von «Ich will dazugehören». Und man geht dann einem gewissen, man sucht nach jemandem, wo man zugehören kann. Und das kann dann halt auch so etwas sein. Und ich meine, das Geile ist ja, und ich glaube, das ist im alten Rom oder so gewesen, wo es auch schon so Leute gegeben hat, die sich zum Beispiel als Tier verkleidet haben. Also vom sexuellen Aspekt her. Nur ist es halt, also es ist halt schwer, um das zu drücken, aber dass Menschen sich so fühlen, dass Menschen sich anders identifizieren, dass Menschen so etwas haben, das gibt es schon immer. Die Frage ist, wie gehen wir als Gesellschaft mit dem um? Es ist sicher nicht richtig, wie das Ex-Gesellschaften gemacht haben und die Leute als Hexen betitelt und verbrannt haben. Das ist ein Scheissdreck. Aber wir sind halt jetzt gerade im anderen Extrem unterwegs und wir werden auch früher oder später merken, dass man das nicht genau so einfach machen kann. Weil privat in deinem Bett darf sich jeder identifizieren, wie er will. Da kann er bellen, da kann er machen, was er will. Das ist, glaube ich, auch für die anderen Leute kein Problem. Das Problem kommt dann eben dann, wenn wir erwarten, dass die Gesellschaft, dass alle anderen sich anpassen, um etwas zu akzeptieren, wo aber halt leider nicht einfach kannst von einer Gesellschaft erwarten. So. Und ja, das ist ein bisschen das Ding vom einfach, man darf so Zeug nicht verteufeln. Also nicht sagen, dass das etwas Schlechtes an sich ist, sondern man muss versuchen, mit dem Leben und es richtig einkategorisieren als Gesellschaft. Aber das machen wir ja gerade gar nicht. Wir tun das so, wie wenn das alles ganz normal wäre und alles genau so gewollt. Und eigentlich haben wir es die letzten 100 Jahre alles falsch gemacht. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, wo wahrscheinlich du auch meinst, der halt nicht aufgeht. Aber ich sage jetzt mal in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wenn das vielleicht nicht mehr so Thema ist, sondern es ist mal ein grosses Thema gewesen und die Leute sind ein bisschen sensibilisiert worden, dann wird es vielleicht ein bisschen ruhiger um das Thema. Und dann könnt ihr vielleicht auch wieder glücklicher ihr Leben in Ruhe leben und werden nicht angefickt auf der Straße oder irgendetwas. Weil es eben nicht mehr nicht mehr das Verlangen von «Hey, du musst dich anpassen» oder so gibt. Und dann war es etwas Gutes gewesen, weil dann haben wir einfach dazugelernt und es ist vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für jemanden, der vorher keinen hatte. Aber momentan sind wir halt gerade in dieser Extremen, wo es allen aufgedruckt wird, oder? Mhm. Ob das jetzt das Thema ist oder ob es humanitäre Hilfe oder ob es egal was ist, es ist gerade momentan halt einfach die Richtung. Alles extrem. Alles extrem, ja. Also, ja. Aber das Entspannteste ist Tagesschau, das letzte Kapitel ja. Kunstausstellung zu Basel. Ja, wirklich, ja. Oder die Ulma, Schweinerennen an der Ulma habe ich gesehen. Ja, Schweinerennen an der Ulma, Digga. Ja, das ist auch immer geil. Finde ich auch geil. Weißt, da fehlt nur noch, dass der Bericht vorher war. Fridays for Future und Veganer sind auf der Zürichstraße gestanden. Und dann 3 Berichte später Schweinli-Rennen an der Ulma. Ein Mess, was ums Bratwurstfressen geht. Ja. Ja, ist ja eigentlich ein Wunder, dass sich dort auf dieser Startbahn von diesen Schweinchen niemand angeklebt hat. Ja, vor allem dort wäre es doch jetzt mal ein Mess, wo es kannst du ja wirklich noch ein Lebewesen retten. Ja, das kannst du mitnehmen, aber dann haben sie so ein Lebewesen, was wollen sie mit dem anfangen? Stimmt. Die wollen das ja eigentlich gar nicht. Sie wollen ja nur dir sagen, dass du das nicht darfst. Also, die einen. Es gibt sicher auch solche, die das noch gut meinen. Ist mir noch in den Sinn gekommen, als ich in Wien war, bin ich das erste Mal in meinem Leben in einen Five Guys gegessen. Das ist ja so ein Burgerladen von Amerika. Und nachher war es einfach das erste Mal, als ich an so einem vorbeigelaufen bin. Das Gefühl hatte, so, jetzt gehen wir da zu Mittagessen. Richtig geil gewesen. Und nachher wir draussen so in der Gartenwirtschaft noch ein bisschen am Flexen.
Am Flexen mit unserem dicken Bauch. Und nachher kommt eben so ein richtig verwirrter Sieg und sagt: Ich habe Babykühe gegessen. Babykühe! Babykühe! Und ich nur gedacht, hey, jetzt sind wir Kopfteile in der Ferien. Und dann kommt einer, der mir die Welt frisch erklären will. Und dann habe ich mit dem Schweizerdeutsch geredet. Er halt ein Österreicher. Und einfach gesagt, hey, Moment jetzt mal. Was möchtest du jetzt genau bewirken? Ja. Und er ist, weißt, jede Tischreihe ist er durchgegangen. Von zuvor ist vorne. Also das Geschichtli schon 5-mal gehört. Und jedes Mal hat jeder genau gleich reagiert. Hey, verpiss dich, du gehst mir auf den Sack. Was hat sich jetzt genau verändert, wenn ich jetzt den Burger nicht gegessen hätte und so? Der Ansatz auf den Fleischkonsum aufmerksam machen, absolut legitim. Ja, voll. Aber nachdem, dass ich mit meinem dicken Bauch am Flexen war, mir noch sagen, es sei schlecht, weil Five Guys Babykühenfleisch die verarbeiten und nichts anderes. Bei uns nennt man das Kalbsfilet. Ja, er hat von Babykühen hat er geredet. Und Also Kälbli sind ja immer Babys, oder? ja. Kalb ist Kalb ist immer ja. ein junges Rind. Ja. Und dann mein Bruder hat noch gesagt, hey, komm, fahr ein bisschen ab, und ich mit dem vollen Mund beifen. ich habe es in dem Moment irgendwie einfach lustig gefunden. Ich hätte ihm einfach gesagt, hey, das ist aber super, dass du da bist, weil du hast jetzt für mich gerade ein paar gerettet, damit ich sie essen kann. Ja. Er hebt unsere schlechte Bilanz auf. Ja. Haben wir immer wieder. Aber wir könnten so à la SRF-Style noch geschwind zu einem letzten kurzen kleinen Thema, das flach ist. Von flach und berieselnd. Über ein Jahr. Und zwar die Escape Room Stories gehen in die nächste Runde. Wir haben es wirklich gemacht. Interessant, unsere Gruppe hat sich etwas vorgenommen und hat es nächste Woche gerade nochmal umgesetzt. Wie steht es eigentlich mit dem Wandern? Ja, das wollte ich auch, gerade eben auch noch updaten. Wir sind effektiv das Jahr nicht einmal mega wandern. Also wir haben wirklich nicht einmal haben wir es noch gemacht. Genau einmal habe ich es im Podcast erzählt und nichts mehr haben wir gemacht. Und aber du hast es im Podcast extra erzählt, ja. um zu sagen, ich habe es jetzt so an die grosse Glocke angehängt, jetzt muss ich. Ja, weißt du, ich bin ja am Dienstag im Auto gehockt. Ich habe so gesagt zu den Leuten, so, ey, ich finde es schön, dass wir jetzt mal etwas durch sind, weil ich muss jetzt schon im Podcast wieder gestehen, dass wir genau gar nichts gemacht haben. Und dann alle müssen lachen. Ja, nein, aber wir sind den zweiten Raum auch noch machen. Und atmosphärisch, mäßig viel geiler. Also richtig Europapark-Feeling in diesem Raum rein. Wirklich alles so voll Style. Atlantis heisst der Raum. Und aber rein vom Ding her viel schwerer. Wir haben es zwar wieder geschafft, aber wir haben, glaube wirklich ein Rätsel ohne Tipp können. Also wir sind wirklich schlecht gewesen. Plus wir sind das mal das Sechste gewesen. Letztes Mal sind wir als Fünfte gewesen. Und das Mal sind wir das Sechste gewesen. Und der Raum war noch ein bisschen enger gewesen an gewissen Stellen. Und wir sind einfach zu viele Leute gewesen. Und es wurde durcheinander. Und wir sind nachher rausgelaufen und gefunden, irgendwie hat keiner gecheckt, was jetzt die Lösungen sind und so. Und viel zu weit studiert und alles. Haben es Also aber knapp noch geschafft. Ihr habt zu weit studiert? Ja. Wir haben zu weit studiert. Und es war schon recht witzig gewesen. Also, es hat dann einmal so ein lasermäßiges Spiel gehabt, dass du einen Laser mit Spiegeln, die überall sind, musst, also es ist ja auch völlig offensichtlich, ich spoilere da kein Rätsel, dass du dann den Laser musst zu einem anderen Ort anzeigen lassen. Und zuerst musst du den Laser aber finden. Also den findest du auch nicht einfach, du musst das Rätsel lösen. Und nachher ist es dann offensichtlich. Aber in diesem Raum es war wie so ein Gang gewesen, und dann hat der Laser führen müssen. Und wir sind in diesem Gang gestanden, alle runtergekuert, damit wir irgendwie dem Laser Platz machen. Und nachher ist der Till ist ganz vorne gewesen, an der Stelle, wo er dann auch irgendwann hin hätte müssen. Und
seine Freundin ist hinten bei mir gestanden, beim zweiten Spiegel oder so. Und ich habe die ganze Zeit von hinten so habe ich geschaut und es ist immer wieder eine in Laser gestanden. Also es hat nicht funktioniert. Und dann hat es einen lustigen Moment gegeben, wo der Till wie immer den Kopf in den Laser gehabt hat und dann ist sie so in den Raum gestanden, so für so «Till, Mann, jetzt gang mal auf die Seiten und das». Und ich schaue einfach so auf sie und sehe, wie auf ihrem Rücken der Laserpunkt ist und sie mit im Weg steht. Und ich so «Ja, aber nein, jetzt stehst ja du im Weg». Und sie reisen hin und her und ja... Aber sehr funny gsi, wieder eine Stunde totale Unterhaltung. Ja, ist schwerer gsi. Mir ist der Zahlenraum viel besser gelegen, also wo du viel mit Zahlen hast müssen machen. Aber auch absolut empfehlenswert. Also wirklich, ist es wert. Aber vielleicht den zweiten Raum nicht mit 6 Leuten machen, also der Atlantis, sondern vielleicht eher mit, ich sage jetzt mal, 3 oder 4 brauchst du schon. Also es ist schon ein Teamplayer-Raum, aber wir sind wirklich, glaube 2 Nasen zu viel gewesen. So. Ja, aber empfehlenswert. Und mit dem beenden wir die Berichterstattung von André Küchler aus dem Escape Room von Rapperswil-Jona. Vielen Dank. Wir geben es zurück ins Studio und wir hören uns wieder nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Uhrzeit, alles wie immer. Schönen Abend zusammen und bis zum nächsten Mal. Peace.